So, heute geht es ums Thema Handwerker. Wer will fleißige Handwerker sehen? Da hat man 2015 zum Tag des offenen Denkmals schöne Themenführung gemacht. Und hier habe ich noch die Manuskriptseite von de Becker. Das hier ist eine schöne Luftaufnahme, fast Luft vom Ludwig Burg. Der hat es vom Kirchturm runter fotografiert. Und unter dran, da sehen wir das Haus. Da hat auch ein Bäcker gewohnt, nämlich der Bäcker Fink. Der hat keine eigene Bäckerei gehabt, sondern die haben sich in Stuttgart kennengelernt. Das sind die Gottliebin und der Karl Fink. Das ist das Haus, wo sie gewohnt haben, direkt neben dem Rathaus. Damals stand nämlich der Dorfbrunnen noch auf der Seite vom Rathaus. Die Gottliebin Fink ist die Urgroßmutter von meinem Mann, also die Großmutter von deinem Mann gewesen. Ja. Hallo Rosemarie. Ja, hallo. Und die haben arg viel Nudeln auch gemacht. Mhm. Und die Tochter, das war die Eugene, und also die meine hat Schwiegermutter, und die hat diese Nudelmaschine geerbt. Nudelmaschine noch Pit. Ja. Und das ist noch in ihrer Jugend noch, und auch wo sie noch verheiratet ist, hat sie in der Hochzeit wieder gewesen ist sie vor eingeladen worden und hat Nudeln gemacht bei den Leuten. Die Hochzeit. Also hast du da noch ein Rezept im Kopf? Ja, da hat man so 100 Gramm Mehl hat man eingenommen und auch noch ein bisschen Wasser rein, also so eine halbe Schale Wasser. Und so hat man noch ausgerechnet, wie viel man braucht hat. Im Prinzip pro Person oder ein bisschen weniger, ist das zu viel? Das ist ja so, man hat 50 Eier hat man da Teig gemacht. Man richtig ein Backbrot braucht. Und dann hat man sie zuerst auf dem Nudelbrett den Teig zusammen gemacht. Mit dem Nudelholz hat man so. Und dann hat man da den Teig draufgelegt und dann ist das durchgedreht worden. Dann hat man durch die Walze? Das geht jetzt nicht mehr, weil das bloß schon lange jetzt so dran steht. Ja. Und dann ist er da fein gemacht worden. Und dann danach sind die Nudelteig Platte? Da reingekommen und dann hat man da die Nudeln geschnitten. Also da ist das Messer nach vorne rauf und runter gegangen. Aha. Die Walze, da hat der Teig da nachgedrückt. Ja. Und dann sind da die Nudeln. Und da hat man noch die getrickelt. Und dann ist auf der Hochzeit also gut Nudeln gegessen worden. Hochzeitsnudeln. Hochzeitsnudeln. Toll. Und da ist also meine Schwiegermutter noch, das denkt mir noch gut, dass sie mir schon verheiratet war. Und selber auf unserer Hochzeit hat sie noch Nudeln gemacht. Das ist also noch ganz wichtig, dass sie natürlich. auf unserer Hochzeit, also 1957, dass sie da die Nudeln selber gemacht hat. Toll. Stelle mir vor, wie gut die waren. Super interessant. Ja. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.